viele Sachen da im Hand. Danke vielmals. Genau, heute brauche ich 2 Mikrofone. Es wird ein genialer Gottesdienst. In den letzten paar Wochen wir haben eine Predigtserie gehabt, Thema Warten auf Verheißung. Wir haben über Warten geredet und heute Morgen werde ich über das Thema Unerwartet reden. Weihnachtsgeschichte ist erfüllt mit Gottes Verheißungen, das, was Gott lang vor dem Jesus gesagt hat, das, was Menschen lang gewartet haben, gehofft haben, gewünscht haben, vertraut haben, ist an der Weihnachten tatsächlich geworden. Gott ist treu. Aber es sind auch andere Geschichten, die niemand hat erwartet. Und niemand hat sich gedacht oder gewünscht oder gehofft. Es war ja nicht ein Ziel gewesen. Und heute werde ich über das mit euch reden. Bevor ich in dieser Predigtserie, in meinem Predigt heute Morgen hineinsteige, ich würde gerne jemanden euch vorstellen. Er hat sehr beeindruckende Geschichte, vor allem im Bereich von unerwartet. Und doch warten, wenn unerwartet passiert. Ich darf den Christoph Bächli auf der Bühne bitten. Christoph, wir sehen sehr schlechte Leute. Darf ich ein bisschen Licht im Saal haben? Ganz wenig. Danke. Christoph, wo bist du? Ah, da. Awesome. Christoph ist ziemlich neu bei uns in der Gemeinde. Er ist seit Mitte September, genau, da oben darfst du kommen. Das Mikrofon darfst du im Hand nehmen. Er ist seit Mitte September bei uns in der Gemeinde und ja, wir haben seine Geschichte gehört und haben gedacht, hey, es wäre toll, wenn du könntest ein bisschen von dir erzählen. Christoph, die erste Frage, was ist, ich glaube, ich muss geschwind mein Handy holen. Ich muss etwas vorlesen. Was ist unerwartet in deinem Leben gewesen? Du kannst reden. Ja. Ich werde kurz für dich beten und dann kann man anfangen. Ist gut. Jesus, danke vielmals für Christoph, für sein Leben. Danke für das, was er erlebt hat. Ich bitte, dass du ihm auch jetzt Kraft schenkst, dass er darf sein Storys, sein Zeugnis erzählen, das, was du ihm in seinem Leben gemacht hast. Wir loben und preisen dich für seine Vergangenheit und danke, dass du auch jetzt mit ihm bist und dass er in deinen Händen und dein Schutz ist. Amen. Ich frage nochmal, was ist so unerwartet mal in deinem Leben gesehen? Ja, ich habe eine kleine Behinderung. Ja, ich habe bis 16 können reden und es ist halt oft schwierig gewesen. Es ist alles unerwartet gekommen. Also ist mit 17 ja, ist meine Lehrerin herausgefunden, dass ich eben die Behinderung habe. Und das war halt sehr schwierig gewesen, damit umzugehen. Und ich bin froh, dass ich immer an Jesus, an den lieben Gott glauben und beten. Und durch das habe ich auch sehr viel erreicht in meinem Leben. Die Krankheit, die du gehabt hast, heisst Deletionssyndrom 22q11. Ja. Es hat niemand gewusst, bis du 17 warst. Erst mit 17 haben sie herausgefunden, was für eine Krankheit du hast. Und doch, trotzdem, das hast lange nicht reden, du warst spät in der Schule, extrem gemobbt. Du hast doch eine Lehre gemacht. Ja. Nach dem Lehre bist du noch weitergegangen. Du hast einen Job. Schon bis kurz erzählen.
Du hast einen starken Willen und hast durchgesetzt. Ja, eben, ich bin in eine Sonderschule gegangen und dann habe ich halt auch müssen, ja, zuerst eine 2-jährige Ausbildung müssen machen und dann, aber ich bin immer durch jeden Schicksalsschlag bin ich halt auch ermutigt worden, weitermachen in meinem Leben und nicht aufgeben und kämpfen in schwierigen Zeiten. Und darum habe ich halt auch jetzt eine normale Ausbildung abschließen als Landschaftsgärtner und Fachmannbetreuung. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Und du hast noch viel anderes noch erreicht. Du hast einen Marathon gerannt bis am Schluss. Das hat mich sehr beeindruckt. Das Erste, was er gesagt hat, er hat einen Marathon gerannt. Ja. Und du schaffst und du lebst allein. Was ist das? Du hast letztes Mal wir haben ein bisschen geredet und gesagt, hey, ich warte auf Gott, ich vertraue, ich glaube. Christoph, wie kannst du Gott glauben, vertrauen? Ja, ich bin viel einsam manchmal, oder? Und wenn ich halt allein bin und manchmal auch traurig bin, dann muss ich auch jemanden haben zum Reden, zum Kommunizieren. Und mit dem Jesus kann ich immer reden und Danke sagen. Und er ist auch immer bei mir. Und er tut mich auch immer aufs Neue, ja, halt immer wieder aufstellen, motivieren. Ja. Und eben, wieso dass ich jetzt auch da bin, ja, ich kann ihn immer noch zu wenig, ich wollte ihn noch viel besser kennenlernen. Und vielleicht bin ich jetzt auch wegen dem da. Ja. Du hast irgendwann jemanden gefragt, ich weiss noch, wie bist du überhaupt zu unserem Kreuzpunkt gekommen? Ja, ich habe mal einen Facebook-Chat mit jemandem. Ich habe jetzt kein Facebook mehr, weil es war nicht das, was mich... Ich wollte den Menschen lieber 1:1 kennenlernen. Okay. Und dann eben die Person hat auch gesagt, Christoph, wenn du Menschen mit offenen Armen begegnen willst, dann musst du zum Kreuzpunkt gehen. Und haben Menschen dich mit offenen Armen begegnet? Ja, also ich muss sagen, nein, also ich fühle mich wie daheim da. Und stark. Ja, es ist schön. Stark, hey. Ja. Wir sind so happy, dass du da bist. Jetzt dürfen ihr also kennenlernen und nächstes Mal mit den offenen Armen begrüßen. Es kommen viele Umarmungen nach dem Gottesdienst. So schön, dass du da bist. Danke vielmals für dein Zeugnis, Christoph. Und eben, er ist da, dürft ihn noch besser kennenlernen. Merci vielmals. Du darfst wieder. Merci, danke dir. Ist es nicht einfach genial? Eigentlich kann ich jetzt aufhören, gell? Es ist so wunderschön, wenn Gott so wirkt. Und danke vielmals für deinen Mut, dass du da stehst und das erzählst. Wir werden sicher mehr von dir nachher hören. Er hat etwas unerwartet erlebt. Seine Eltern haben etwas unerwartet erlebt. Plötzlich bist du in der Welt und du weißt nicht, was ist mit mir los. Du hast nicht mit dem gerechnet, hast nicht geplant gehabt. Und doch findest du dich in einer Situation, wo du mit dem einfach zu klar kommen. Und das ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte. Ich tue meine Handy weglassen. Darf ich dir geben? Merci. Habt ihr eine Bibel dabei? Vielleicht in der Kirche. Ich werde eine Weihnachtsgeschichte lesen vom Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 26.
Lukas Evangelium, Kapitel 1. Ich lese ab Vers 26. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandt Gott den Engel Gabriel nach Galiläa, in eine Stadt namens Nazareth, zu einer jungen Frau, die Maria heißt. Sie war doch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was ein Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen solltest. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobus regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie kann das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Gott hat einen Plan. Er macht etwas Gewaltiges in dieser Welt. Er hat einen Plan, etwas neu machen. Die Welt retten. Die Verheißungen von dem Alten Testament werden endlich wahr. Die 1000 Jahre warten auf einen Messias, auf den König, jetzt vorbei. Jetzt kommt der König von Israel und der König von der Welt. Und von der Gewaltiges, was Gott wird heute wirken, er geht zu einer jungen Frau, die ist nicht einmal alt genug, um einen Vorausweis zu haben. Sie ist nicht älter, also sie ist sicher in der 8. und 9. Klasse. Gut, sie hat nicht dürfen studieren oder lernen. Von daher ist sie nicht in die Schule gegangen, aber sie ist etwa 14-, 15-jährige Frau. Und dann kommt die Engel Gottes zu ihr, tut sie begrüßen und sagt, eben, du bist schwanger, Gott möchte etwas gewaltig tun. Er bringt seinen Sohn auf die Erde, den Jesus, den Messias, den Immanuel, den er versprochen hat. Bist du dabei? Machst du mit? Legen wir los. Ihr könnt euch vorstellen, wie Maria sich gefühlt hat. Erstens, sie ist eine Frau. Eine Frau hat keinen Status in der Gesellschaft damals. Und heutigen Tag in gewissen Ländern, in dem Land, wo ich gewachsen bin. Sie ist noch ein Kind. Ein Teenager. Sie hat keinen Status, kein Recht innerhalb ihrer eigenen Familie. Und Gott fragt sie, der Engel fragt sie, hey, ich bin bereit. Ich will etwas vollkommen anderes, einen Wendepunkt in der ganzen Geschichte vollbringen. Machst du mit? Er sagt nicht, geh mal deinen Papi fragen, weil eigentlich das ist etwas, was du erwarten kannst. Geh, frag deinen Vater. Das wäre das Normale. Das wäre dann okay. Er sagt auch nicht, geh und frag mal deinen Verlobten Josef, weil es trifft euch beide. Ihr müsst dann zusammenleben. Es geht um euch beide irgendwie. Geh und sagt ihm Bescheid. Denkt mal darüber denken, vielleicht beten, vielleicht eine Nacht darüber übernachten und schlafen und dann kommt beide miteinander und gebt Bescheid, was ihr denkt. Nein. Die ganze Entscheidung ist auf eine junge Mädchen Maria.
Ein kleines Mädchen, die soll unerwartet, unerklärbar schwanger werden. Sie ist verlobt, sie macht sich bereit für ihre Hochzeit, für die 7 Tage Fest. Sie muss sich überlegen, was für ein Kleid wird sie haben. Sie muss ihre Bettwäsche, Lisme, Nähen, anfangen machen. Sie hat viel zu tun. Sie beschäftigt sich mit noch Hochzeit und Wohnungen und alles, was sie da vorbereiten müssen. Nicht mit Schwangerschaft. Sicher nicht mit Schwangerschaft von der Heilige Geist. Am meisten von uns stellen uns vor, Maria auf ihren Knie, Hände erhoben von ihrem Gesicht, so gefaltet oder so, wo aufschaut mit den Engeln, wissen die typische Weihnachtsbild und sagt: Herr, ich bin dein Diener. Es darf so geschehen mit mir, wie du es gesagt hast. Am meisten stellen wir uns so etwas vor. Auf den Knie, gehorsam. Ehrlich gesagt, ich glaube, das hat so ausgesehen. Ich glaube, sie hatte voll Panik gehabt. Sie hat Angst gehabt. Sie hat gedacht, was denkt jetzt meine Familie? Was denkt mein Verlobter? Was denkt die Gesellschaft? Ich meine, jetzt habe ich verdient, steinigt zu werden. Ist egal mit mir, aber was passiert denn mit dem Baby? Wenn ich jetzt wirklich schwanger bin, dann stirbt er mit mir. Was muss ich jetzt machen? Und doch lässt sie ihre Ängste, schiebt sie auf eine Seite. Sie schaut die Engel an und sie sagt: Herr, ich bin dein Diener, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Die Frauen sind so viel einfacher. Wenn sie ein Mann wären, Herr, zeig mir nochmal ein Wunder. Und dann nochmal ein Wunder, dass ich weiß, das bist du. Nein, die Frau, Gideon, Jakob, Isaac, alle anderen. Sie hat 9 Monate warten. Die ganze Weihnachtsgeschichte in unserem Evangelium, die ganze Weihnachtsgeschichte, von Anfang bis Maria hat eine Nachricht bekommen, bis zum Punkt, wo sie Jesus in der Welt brachte, ist ein Kapitel. Ein Kapitel. Für uns ist ein Kapitel, wir lesen, okay, sie hat gewusst. Gut, sie hat das dann Josef gesagt, hat alles geklappt. Sie ist gegangen, Elisabeth besuchen. Elisabeth ist auch schwanger, auch bis unerwartet. Nicht normal, es ist alles gut und jetzt, eigentlich kann sie sich ein bisschen beruhigen. Eigentlich kann sie zur Ruhe kommen, ein bisschen runterfahren. Jetzt hat sich nicht ihre Traumhochzeit haben, das 7 Tage Fest, dann muss sie zack, zack heiraten, das Fest machen, zusammenziehen, dann. Jetzt aber kann sie das Zimmer vorbereiten für ihr Baby. Jetzt kann sie ihre Wohnung richten und schauen, was sie das Baby haben, was sie schön aussehen. Und dann plötzlich kommt die nächste unerwartete Geschichte. Der Herodes sagt im Kapitel 2, Anfang Kapitel 2, wir lesen: Jenen Tag erließ der Caesar Augustus einen Erlass, dass eine Volkszahlung in dieser gesamten römischen Welt durchführt werden sollte. Jeder ging in seine eigene Stadt, um sich registrieren zu lassen. So ging auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa, nach Bethlehem, der Stadt David, denn er gehörte zum Geschlecht Davids. Und er ging dorthin mit Maria. Sie ist hochschwanger. Und ehrlich gesagt, die ganze Registrierung ist nicht nur einen Monat gegangen. Es war eine lange Geschichte. Sie konnten ein bisschen warten. Aber nein, der Josef entscheidet, wir gehen jetzt, komm, wir arbeiten, wir gehen geschwind registrieren und dann kommen wir wieder heim. Es wird gut. Typisch. Und dann haben wir gesagt, ja, gut. Hochschwanger, 9 Monate.
mit dem Sohn Gottes. Sitzt sie auf Esel, gehen sie auf Bethlehem, kommen an und Maria fragt Josef, du, hast ein Zimmer gebucht, gell? Hast du schon vorher angerufen? Hast du ein Hotel gebucht? Was? Nein, wir finden sicher etwas. Komm, wir sind ein bisschen spontan, wir sind Juden. Es geht. Es kommt gut. Sie gehen schauen ein bisschen um, kein Zimmer. Kein Hotel, kein Herberg. Und plötzlich findet Maria sich in einem Stall. Ich habe eine Figur, habe ich nicht auseinander, weil sowieso die sind klein. Kennt ihr die Stahlfiguren? Typisch Weihnachten. Ich habe auch so einen schönen grossen bei mir in der Wohnung. Am meisten stellen wir unseren Stall super, schmeckt schön, romantisch, herzig. Ich meine, schau mal, wie ruhig alle sind. Die Tiere sind ruhig, sie hücken schön an. Oder keinen eben. Das ist unsere Vorstellung von der Weihnachten, von der Stall, was er war. Und jeder von uns, vielleicht, ich weiss nicht, wir sind immer mal im Stall gesehen. Das Erste, wenn man reinkommt, ist der Rauch, der Geschmack, der Gestank. Es ist erfüllt mit Insekten. Es ist laut, ist nicht sauber. Es ist nicht herzig, es ist nicht das, was Maria erwartet hat. Es ist nicht das, was sie sich geplant hat. Es ist nicht das, was sie gedacht hat, was sie sich gewünscht hat. Sie steht plötzlich im Stall und denkt, Herr, wo ist jetzt deine Wunder? Wenn tust du endlich ein Wunder tun? Wo ist die Verheißung? Es soll eigentlich jetzt ist dein Kind. Das ist eine Royalty. Ein Royal Kind, das in der Welt kommt. Vielleicht hat sie erwartet, dass der Mann von der Stall kommt und sagt, Frau vom Nazareth. Das war ihr Nachname. Jemand hat ihr Zimmer storniert, eine Reservation storniert. Jetzt haben wir ein Zimmer frei in der Herberg. Kommt bitte. Sie hat gewartet und gewartet. Nichts passiert. Kind in einen Stall in der Welt bringen, allein mit ihrem Mann. Vielleicht sind noch ein paar Leute, die ihr helfen. Nicht. Noch schlimmer ist das. Ein Tag später oder ein paar Tage später, oder vielleicht am gleichen Tag, nach der Geburt kommt eine Gruppe von den hypoventilierten Hirten. Das habe ich mal so aufgeschrieben und es richtig gelesen. Ich kann ursprünglich sagen, eine Gruppe von den Hirten, die gekifft haben. Aber dann habe ich gesagt, das darfst du nicht sagen. Das habe ich gesagt. Eine Gruppe von den Hirten, die kommen zu der Maria und sagen, wir haben Engelchor gesehen, die gesungen haben und die uns genau gesagt haben, wo sollten wir dich finden. Wir haben genau gewusst, wohin wir sollten kommen. Und da ist die Maria und denkt, Engelchor, Herbergzimmer. Ein schönes Zimmer, wo ich auch schlafen kann, ein bisschen zur Ruhe kommen, meine Kinder in der Welt bringen oder ein Engelchor. Gott, du hast eine komische Priorität. Vielleicht, wenn ich Wunder tun in dieser Welt, hätte ich ein anderes Wunder auserwählt. Vielleicht hätte ich ein Wunder gemacht mit dem Hotel. Nicht mit Engelchor. Was kann ich mit dem machen? Was bringt das mir? Doch, im Kapitel 2, Vers 19, wir lesen, dass Maria sagt, Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Maria hat alles auf ihr Herz genommen. Sie hat ihre Ohren geöffnet auf das, was Gott sagt. Sie hat ihr Herz geöffnet auf das, was Gott macht. Sie hat alles verinnerlicht, was da geschieht. Manchmal in unserem Leben passiert auch ähnlich. Sachen passieren, die wir nicht erwartet haben, die wir nicht geplant haben, die wir uns nicht gewünscht haben. Es ist nicht in unserem 5 Jahre Plan gesehen oder nächsten 2 Jahre Plan. Manchmal passiert auch Sachen in unserem Leben, wo wir gedacht haben,
Gott, wo bist du? Ja, was habe ich da jetzt falsch gemacht? Wieso soll so Sachen mir passieren? Wir geben unser Leben Jesus Christus. Vielleicht, wenn wir sind jung oder als Erwachsene und alles ist wunderschön. Alles ist neu, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse. Wir haben Vergebung und Erlösung erlebt. Und dann passieren Sachen, wo Gott uns nicht schützt, wo Gott uns nicht bewahrt. Und fragen wir Gott, wo bist du jetzt? Wieso hast du das erlebt? Wieso tust du dich nicht um das kümmern? Wieso hast du dich distanziert? Wieso schaust du nicht? Wie kann ich glauben, aber so etwas erleben? Ich bin gerade Christ geworden, ich habe in meinem Leben Jesus gegeben. Und doch muss ich so viel leiden. Es ist einfach zum Glauben. Es ist leicht zu glauben, wenn Sachen so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Es ist einfach zu vertrauen, wenn alles gut weitergeht. Ohne Schmerzen, ohne Verwirrungen, ohne unbedingt Schwierigkeiten. Glauben, es fällt nicht so schwierig. Es ist schwierig, am Glauben festzuhalten, wenn unser Leben umdreht, auf den Kopf gestellt wird. Wenn alles wird anders, als was wir haben mal uns vorgestellt. Und Maria hat nicht einmal, zweimal, dreimal, ich meine, die Frau hat 33 Jahre mit dem müssen kämpfen. 33 Jahre hat sie gedacht, der ist Messias, er ist der König, er ist der Herr. Er ist Sohn Gottes, er ist Immanuel. Er kann Wunder wirken. Sie hat alles gemacht, damit die Menschen endlich ihn sehen, endlich ihn erleben, endlich merken, wer er ist. Und doch, in Matthäus Kapitel 3 kommen die Leute und sagen, hey, er ist dämonenbesetzt. Er ist ein komischer Typ. Doch kommen die Leute und sagen, ja, ist er sicher, sein Papa ist der Josef. Sie redet schlecht über ihn. Und sie versucht, alle zu erklären, aber das ist nicht so. Sie hat anders erwartet. Sie denkt, wenn Jesus die erste Wunder wirkt, wenn er Wasser zu Wein verwandelt, dann würden alle wissen, er ist der König. Ich werde sicher ihm nachfolgen, wenn er so ein Wunder würde wirken. Yes! Wir alle gehen mit Jesus. Das ist Erwartung. Und doch ist nicht gesehen. Und plötzlich, in Johannes Kapitel 19, sie findet sich in der schlimmsten Situation ihrer Leben. Die schlimmste Sache, die als Mutter muss je in der Welt ertragen. Sie findet sich unter dem Fuß von Jesus am Kreuz. Und zählt jeder letzte Atem von ihrem Sohn. In dem Moment ist ihre Welt zusammengefallen. Und der Fuß ist leer und sie denkt, was ist falsch gelaufen? Wie ist alles kann es so schief gehen? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Gott, das ist jetzt nicht dein Verheißen gewesen. Ich habe mir so viel Mühe geben. So viel Treue, Glaube, Vertrauen beweisen und zeigen. Für das? Dass mein Sohn, 33-jähriger Mann, darf so seinen letzten Atem haben? In dem Moment, du und ich, wir wissen, wie die Geschichte zu Ende kommt. Du und ich, wir wissen, was ist nachher passiert. Aber diese Frau in dem Moment hat nur Schmerzen gekannt. Es hat alles wehgetan. Alles hat bei ihr wehgetan. Und so ist das Ende der Weihnachtsgeschichte Story. Die Mutter der Weihnachtskarte, der Sohn der Weihnachtsgeschichte, endet auf Kreuz und atmet seinen letzten Atem. Wenn ich warte auf Gott, wenn ich hoffe, wenn ich bete, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich alles richtig mache, wie Gott mir gesagt hat, dann
muss er mich schützen. Er muss mich bewahren. Er gibt mir das, was ich gebetet und gewünscht und gehofft habe. Und doch passiert nicht immer so. Leben ist nie einfach. Leben mit Gott ist oft schwieriger. Insgesamt Leben ist oft schwieriger, verwirrender, als was wir je gedacht. Es ist Leben. Wir leben in einer Welt, wo es ungerecht, unfair, wo Krankheiten treffen, wo Konfrontationen da sind, Ehen, die nicht funktionieren, Familien, die nicht zusammenkommen, Finanzen, die nicht aufgehen, Krankheiten, die werden nicht geheilt, Jobs, Beruf, wo werden wir verlieren oder nicht finden. Und man denkt, Gott, was ist jetzt mit dir los? Ich bin 37 und irgendwann, ja, ich weiß, ich sehe nicht so alt aus. Das meint ihr nicht sagen. Ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass mein Leben so aussehen wie jetzt. Das ist nicht mein Plan. Ich weiss, als Teenager hatte ich meine Pläne. Ich wollte immer Psychologin werden. Weil wir haben damals keine christlichen Psychologen hatten. Ich dachte, ich werde Psychologe werden, ich werde der Kirche dienen. Das war ein Bedürfnis. Da habe ich alles für das gegeben. Gut, nachher ist anders rausgekommen. Ich hatte einen 5-Jahr-Plan. Ich wollte in die Schweiz kommen. Ich wollte dann in der Schweiz Psychologie studieren. Bin ich an der ETH gegangen. Habe ich nicht dürfen, habe ich kein Geld gehabt. Dann ist nochmal etwas anderes gekommen. Ich musste als Asylant in der Schweiz leben, 2 Jahre lang, ohne Job, ohne nichts. Irgendwann habe ich Gott gesagt, weißt du was? Ich mache keinen 5-Jahr-Plan mehr von meinem Leben. Ich gebe es auf. Ich habe geheiratet und ich dachte, vielleicht jetzt geht es besser. So eine Familie haben, ein Kind haben. Einfach ein anderes Leben. Einfach mal zur Ruhe kommen. Einfach mal endlich leben. Es ist anders rausgekommen, wie ich mir vorgestellt habe. Wie ich mir gedacht habe, wie ich mir gewünscht habe. Ich habe Gott gesagt, ich mache keinen Plan mehr. Ich gebe es auf. Letzte bin ich in einer Landeskirche gesehen und es hat eine Frau gegeben, die prophetisch in der Landeskirche dient. Und ich habe Gott eine Frage gestellt. Ich habe ihm gesagt, Opis mache ich nicht. Ich sage nicht, was der Opis war. Das ist etwas, wo ich Gott gesagt habe, ich gebe es auf, ich will nicht, ich kann es nicht, ich mag nicht, es liegt nicht in meiner Kraft, ich kann es nicht, ich kann einfach nicht. Und das war meine Konversation mit Gott. Es ist um etwas gegangen. Und kommt eine Frau zu mir und sagt, du hast Gott Fragen gestellt und du sagst Gott, eben, ich kann nicht, ich mag nicht, ich will nicht. Ich gebe es auf, that's it. Ich habe mich entschieden an diesem Tag. Und sie sagt, nein, du gibst nicht auf. Du machst weiter. Und du hast recht, du kannst es nicht. Du magst nicht. Und wirst auch nie können. Ich sage, okay, danke für die Ermutigung. Und ich sage, nein, das liegt nicht in deiner Kraft. Aber Gott möchte, dass du weitermachst, weil dann wirst du lernen, ihn abhängig bleiben. Wenn du das nicht machst und etwas anderes machst, wo du kannst, dann bleibst du deine eigene Kraft abhängig. Dann bist du angewiesen an das, was du kannst machen, nicht an das, was er machen kann. Und er will dich abhängig behalten von ihm. Er gibt dir die Kraft und das, was du brauchst. Aber du musst da sein, wo er dir sagt. Wird das einfach? Nein. Wird das erwartet? Nein. Wird das, was ich brauche? Nein. Wird es gut, weil er ist in dem inne. Maria, die Geschichte hört da nicht auf. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, wir sehen, dass Maria steht neben anderen Jüngern und sie erlebt ihren auferstehenden Sohn, wie er im Himmel geht. Sie dürfen miterleben und mitschauen, wie der Sohn, der Messias, der König, der Herr, Gott im Himmel geht. Der ultimative, unerwartete Erlebnis je in dieser Welt. Das, was sie nie erwartet hat, hat sie dürfen mit ihren Augen erleben. Und jetzt an dem Punkt, an dieser Stelle, ohne Zweifel, ohne Wort kann sie sagen, Gott ist treu.
Er ist seine Verheißungen treu gestanden. Er ist mir dabei gestanden. Auch wenn alles verrückt und dumm und crazy hat ausgesehen. Gott ist dabei gewesen, wenn ich nicht erwartet habe. Und jetzt kann ich mit Sicherheit, absoluter Sicherheit sagen, Gott ist in Kontrolle. Es ist verrückt gewesen, es ist dumm gewesen, es ist schlimm gewesen, es ist schmerzhaft, es ist herzensbrechend, es ist vielleicht unnötig für sie. Aber in dem Moment kann sie stehen und sagen, dass ich bei meinem Glauben festgehalten habe, hat sich gelohnt. Weil heute darf ich sehen, wie der Messias im Himmel geht. Also ich kann sagen, Gott war nicht kalt. Er war nicht gleichgültig. Gott hat nie die Kontrolle verloren. Auch wenn er kein Zimmer in der Herberge hatte, auch wenn niemand auf meinen Sohn gelassen hat, auch wenn sie meinen Sohn auf Kreuz gekreuzigt haben, Gott hat die Kontrolle in seiner Hand gehabt. Er weiß, ich habe es nicht gewusst. Und ab heute werde ich auch mein Leben in seine Hände geben, weil ich weiß, er ist mächtig und mein Leben steuern und ich vertraue seinen Plänen. Darina, kannst du etwas besser zu der Weihnachten predigen? Ich kann eine Weihnachtsgeschichte euch erzählen. Schön, herrlich, herzig. Aber das ist nicht der reale Leben. So wie da gesagt, romantisch und herzig ist nicht der Realität. Die Realität hat mega anders geschmeckt. Hat anders ausgesehen. Hat anders gefühlt. Und weißt du was? In dieser Realität vom Leben, so wie du und ich mega gut kennen, ist dann, wenn wir den realen Gott kennenlernen. Nicht der Gott, den ich mir vorgestellt habe. Nicht der Gott, den ich mir gewartet, erwartet und gehofft habe. Nicht ein Gott von Bildern und Geschichten und Hollywood-Movies, sondern ein realer Gott, ein echter Gott, der tatsächlich inmitten von Schmerzen und Leiden wirkt. Der Gott kann ich kennenlernen. Und der Gott kann ich nicht in dieser wunderschönen, romantischen Weihnachtsgeschichte kennenlernen. Der Gott, den treffe ich in der Mitte vom Schmerzen. Enttäuschungen, Hoffnungslosigkeit, Machtlosigkeit in den Zeiten, wo ich aufgebe. Wie sieht deine Weihnachtskarte, Weihnachtsbild aus? Wenn du und deine Familie heute ein Weihnachtsbild machen, eine Weihnachtskarte machen, auf Facebook stellen, auf Instagram, auf TikTok oder altmodisch auf eine Karte drucken und wegschicken, wie wird das aussehen? Wie sieht heute deine Familie aus? Es sieht so aus, als in der Karte alle lachen und schmecken fein. Sollte man noch 5 Minuten vorher schauen oder 2 Minuten nachher? Leider Leben sieht es nicht so wie Bilder. Ist anders. Und das ist eine Weihnachtsgeschichte. Jesus ist anders in der Welt gekommen. Unerwartet, unerklärbar, ungewünscht. Wie Gott macht unerwartet in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie dieses Leben aussieht. Aber eins weiß ich. Die Antwort zu dem Unerwartet kann sein, entweder da bin ich bin dein Diener, mach wie du willst. Oder es kann sein, es tut weh, ich gebe es auf. Wo bist du? Ich kann nicht mehr glauben. Aber ich werde dir sagen, es lohnt sich festhalten. Es lohnt sich dranbleiben. Und das sagt eine Frau, die im Gefängnis war. Das sagt eine Frau, die Scheidung erlebt. Das sagt eine Frau, die auf der Straße schlafen musste. Die 5 Franken im Geld hatte und habe ich meine letzten Migros-Sachen gekauft und bin ich heimgekommen mit 5 Franken. Und ich dachte, alright, bis Ende Monat habe ich kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Und doch kann ich da stehen und sagen, es lohnt sich. Weil Gott ist treu.
und sein Gute ist bis in die Ewigkeit. Und er macht in dieser Mitte von Sachen, wenn du kein Geld hast, Wunder. Und er kann viel in deinem Leben wirken. Und ich wünsche dir, dass du in dieser Weihnachtsgeschichte, du nicht eine Weihnachtsgeschichte Gott kennenlernen, sondern du darfst einen echten Gott, einen realen Gott inmitten von deinen heutigen Schwierigkeiten kennenlernen. Darf ich für dich beten? Jesus, es sieht nicht alles gut aus. Es ist nicht, wie es sein soll. Es ist nicht, wie ich erwartet habe. Es ist nicht, wie ich es mir gewünscht habe. Es ist nicht das, was ich gehofft habe. Aber es ist das, was es ist. Und ich bringe mein Leben in deine Hände. Und ich glaube, du bist ein souveräner Gott, der allmächtige Gott, der Kontrolle nie verliert. Dass du regierst, auch inmitten von meinen Schmerzen. Ich verstehe nicht und ich habe keine Antwort für das. Aber ich will dir vertrauen. Ich will glauben, deine Hände abgeben, loslassen und warten. Danke, dass du treu bist. Und danke, dass du Wunder machst in meinem Leben. So wie im Leben von Maria, Josef, Elisabeth. Die Jungen und Jesus und alle, die unerwartet erlebt haben. Wir vertrauen dir, Jesus. Und deine Wirken in unserem Leben, dass du am Wirken bist, auch wenn wir es nicht sehen und erleben. Wir wollen dich vertrauen und glauben. Amen. Lass uns in den Lobpreis einsteigen. Wenn ihr noch Gebet braucht, ich habe mich jetzt entschieden, selber zu sagen. Das Gebetsteam ist da. Sie stehen auf meiner rechten Seite, auf eurer linken Seite. Wenn etwas ist, was dich stört und sagst, hey, ich will auch von Gott hören, vielleicht Gott, hast du ein prophetisches Wort für mich? Oder ich brauche einfach Unterstützung. Einfach eine Umarmung. Geh zum Gebet sein. Geh zu ihnen. Geh nicht heim, allein, ohne Gebet, ohne Segen. Sonst kannst du mitstehen und Gott anbeten.